Aha. Aber ein nobles Haus. Papa? Ich bin hier. Hallo, Papa. Hallo, mein Mäuschen. Willst du nicht doch lieber ein anderes Geschenk? Nein. Na dann, hier, für dich. Ach, das war für den. Danke, mein Schatz. Du weißt doch, dass ich solche Sachen liebe. Und hier ist dein Geschenk. Wo hast du das denn her? Ich dachte, das hätten wir verloren. Habe ich auf dem Speicher in Opas Truhe gefunden. Du solltest mal einen Blick reinwerfen, um die eine oder andere Kindheitserinnerung wieder wachzurufen. Mach ich. Danke für das Geschenk. Ich wusste, es würde dir gefallen. Erinnerst du dich noch an seine Geschichten? Wie sollte ich die vergessen können? Am liebsten hörte ich ihn von Paris erzählen. Das war so geheimnisvoll. Aber du wolltest immer von London hören. Ja, war romantischer. Was er mir aber nie erzählen wollte, war, wie er Oma kennengelernt hat. Warum er darüber nicht sprechen wollte? War das keine schöne Erinnerung? Doch, bestimmt. Aber das war ein heikles Thema. Ich glaube, als er seine Oma kennenlernte, hat er eine ihm liebe Person verloren. Und die Erinnerung daran schmerzte ihn. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt? Ich glaube in Prag. Apropos Oma, meinst du, du könntest dieses Jahr mal ihre Weihnachtsplätzchen backen? Das wäre echt schön. Ich hab's geahnt. Ach, das geht doch ganz schnell. Schon gut. Ich backe welche. Das ist lieb. Steht schon alles in der Küche. Was für ein Zufall. Ich schaue mich da mal auf dem Speicher um in Erinnerungen zu wühlen. Okay, mein Schatz, ich bleib hier unten. Wie jetzt? Jetzt müssen wir bocken? Vielleicht soll das ein Wink mit dem Zaunfall sein. Mach ich später. Genau, ist besser. So, irgendwas war da mit dem Speicher. Das wird mir nützlich sein, um auf den Speicher zu kommen. Genau. Und wo geht's auf dem Speicher? Jetzt lauf schneller. So, jetzt speichern wir erst einmal. So. Schauen wir mal, was haben wir da für dir? Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Vielleicht da drin? Ach ja, die Falltür zum Speicher. Ich komme da nicht dran. Es gab doch da einen Trick, um sie zu öffnen. Allerdings. Und zwar mit dem Regenschirm. Aha, da mal Lampen.
Da haben wir Kisten. Schauen wir da mal rein. Oh. Und wie funktioniert das? Ich werde jetzt einfach mal sagen, dass wir 5 gleiche brauchen. So natürlich nicht. Das kann was Längeres werden. Halt. Tja, wie machen wir denn das? Was ist mit der Holzketten? Die hätte auch die Rauten und ein Herz. In der Mitte Herz. Und außerhalb die Rauten.
dran. Dann das ist eigentlich Stimme. Prag 1929. Seit dem seltsamen Fall in Paris waren 2 Jahre vergangen. Ich entschied, die Stadt zu verlassen und mich hier an ein ruhigeres Plätzchen zurückzuziehen. Dachte ich zumindest. Meine Leidenschaft für die Detektivarbeit war erneut aufgeflackert und ich gab das wenig lukrative Künstlerdasein auf. Es waren insgesamt 5 Tote und 2 Vermisste zu verzeichnen. Alles Prostituierte. Ich zögerte, den Fall anzunehmen. Überraschenderweise ließ mich der ermittelnde Inspektor Skalnik den Tatort ungestört inspizieren. Sehr nett von Ihnen, mich einen Blick drauf werfen zu lassen. Mein Name ist Gustav Macpherson. Ich bin... Privatdetektiv. Ich bin mit Ihrer Arbeit vertraut, Herr Macpherson. Ich wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin. Ich habe über Ihre Fälle in Paris und London gelesen. Ich bin Inspektor Skalnik von der Prager Polizei. Ist das das 5. Opfer? Ja, offiziell, aber es soll angeblich auch 2 Vermisste geben. Angeblich? Ja, Sie kennen doch diese Frauen. Oft kommen und gehen sie, ohne irgendjemand in Kenntnis zu setzen. Und dann tauchen sie wieder auf, als wären sie nie weg gewesen. Deswegen kümmere ich mich gar nicht erst um Vermisste. Aha. Sie kümmern sich also erst dann darum, wenn sie in diesem Zustand wieder auftauchen. Aha, Sie wollen anscheinend den edlen Ritter spielen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kümmern Sie sich lieber wieder um fremdgehende Ehemänner und dergleichen. Hier vergeuden Sie Ihre Zeit. Sie haben mich nun erst recht überzeugt, dass ich mich um diesen Fall kümmern sollte. Nein, wirklich, Herr Macpherson. Die Sache wird nicht einmal in der Presse erwähnt. Wen interessieren schon tote Prostituierte? Und selbst wenn darüber berichtet wird, dann nur über den Mörder und die Zahl der Toten, aber nicht über die Opfer selbst. Den Zuhältern sind die Mädchen noch gleichgültiger. Die zwingen sie zu arbeiten, selbst wenn so ein Mörder frei herumläuft. Das interessiert keinen. Hier ist wirklich kein Ruhm zu ernten. Ich rate Ihnen nochmal, lassen Sie die Finger davon. Dürfte ich Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen? Sicher doch. Waren alle Opfer Prostituierte? Ja. War der Schnitt am Hals die Todesursache? So ist es. Es waren also nicht die zahlreichen Stichwunden auf der Brust. Nein. Naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht. Hat sie noch andere Wunden am Körper? Ja, Narben an den Vorderarmen und der Täter hat ihr den Bauch aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt? Nie zuvor hatte ich so etwas Abartiges gesehen. Vergleichbares schien nur Jack the Ripper in London verübt zu haben. Oh mein Gott. Hat er das mit allen Opfern gemacht? Ja, so wurden alle aufgefunden. Fehlen irgendwelche Organe? Ich bin kein Mediziner, Herr Macpherson. Fehlten denn bei den anderen Opfern Organe? Nicht, dass ich wüsste. Wer ist der Gerichtsmediziner? Emil Corona. Er arbeitet in der alten Kapelle. Er ist sehr... Nun, ich will Ihnen nicht die Überraschung nehmen. Und jetzt sind Sie dran. Was hat sich Ihrer Meinung nach zugetragen? Ich glaube, dass Sie bei der Todesursache richtig liegen. Der Tod wurde durch den Schnitt am Hals verursacht. Die Stichwunden in der Brust wurden vorher zugefügt. Dafür sprechen auch die Wunden an den Vorderarmen, die daher rühren, dass das Opfer sich verteidigte. Was mich jedoch stört, ist, dass es am Tatort keine Blutspuren gibt. Das dürfte darauf hinweisen, dass sie anderorts ermordet und dann hierher gebracht wurde. Nun, Herr Macpherson, ich möchte zwar nicht unhöflich sein, aber... Ja, ich verstehe, Sie haben zu tun. Tja, dann nochmals danke für dieses kleine Gespräch zwischen Kollegen. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich von Skalnik nicht mehr viel zu erwarten. Aus irgendeinem Grund testete er mich. Ich war mir nun selbst überlassen. So, jetzt spielen wir anscheinend den Großvater von der
Hauptdarstellerin. Ich lasse den Inspektor besser in Ruhe.